Zunächst vielmals merci für das Kommen. Wir präsentieren heute die Mujibel seine Propositionen für Parteien, die am Gange sind, hier Programme auszuschaffen, auf wie von den Parlamentswahlen am Oktober. Wir haben gedurcht neben dem, was sowieso auch lebt, das heißt, wir haben Entrevuen mit den Parteien angefragt, für ihnen als Propositionen vorzulegen. Wir haben noch am Moment schon Termine mit der DP, mit der CSV, an der provisorische mit der LSAP. Und das ist die eine Seite. Und da gibt die andere Seite, dass wir gleichzeitig auch wollen, davon profitieren, zur Willensbildung hier am Land beizudrohen, en vue von denen Wahlen. Und dafür haben wir eine Broschüre gemacht, wo wir die wesentlichen Themenbereiche, und ich will direkt streichen, wesentliche Themenbereiche, also das hätte ich nur noch keine mehr draufschreiben, wie wir uns konzentriert auf das, was ich nenne, die wesentlichen Interessen vom Salariat hier zu Lützeburg, also auf das zu konzentrieren. Und dafür sind noch verschiedene andere Felder, die wir zu anderen Zeitpunkten schon nur geschwärzt haben. Ich denke, nun den 1. Mai haben wir viel als gegen die Abrüstung ausgedrückt, das fand der Lohai an unserer Broschüre nicht drin. Wir haben Orlo, für nicht so voluminös zu machen, aufgesehen, viel über Investitionspolitik, zum Beispiel am Kader Mobilität, Transport, an anderen Bereichen zu schwätzen. Ich meine, da sind noch Positionen bekannt. Wir haben uns eben auf das konzentriert, was vielleicht oft ein bisschen mehr am Hintergrund ist, geschwärzt wird von Themenbereichen, was direkt aber Salariatsinteressen nur betrifft, dann natürlich als Hauptsujet. Wir werden auch ein Two-Bot hier am Land machen, das heißt, die Broschüre, die der Lo4-Line hat, die geht am ganzen Land, wird die und die Einzelhaushalter verdeelt gehen. An das heißt, dass also die Broschüre nicht nehmen hier am Land die Halschen kriegt, die wählen geht, aber eben noch die Halschen, die nicht wählen geht. Und das ist auch gut so, weil die Informationen respektive die Einzelthemenbereiche betreffen. Jedereen in hier am Land wohnt, wird auch davon betroffen sein, wie gewählt wird, was dabei herauskommt, welche Regierung entsteht, und was dann noch das Koalitionsprogramm wird sind. Das ist natürlich auch gemünzt für, dass die Wähler die Propositionen für uns schleien, wann sie den Vergleich machen von all denen Programme von den Parteien, die da werden rankommen als Dateien. Und das ist sicher ein Wunsch. Ich meine, ich hoffe mal, dass Alkeas dann als Broschüre neben legen, gucken, was steht an den Wahlprogrammen, was entspricht eigentlich den Propositionen von der ersten Gewerkschaft hier am Land, was geht eigentlich gar nicht angeschwärzt oder was das gegebenenfalls konträr oder was bleibt schwammig an Werk und so weiter. Wie gesagt, es soll eben ein Beitrag sein noch zur allgemeinen Willensbildung hier am Land en vue von denen Wahlen. Auf dieser Pressekonferenz wird es natürlich nicht möglich sein, dass ich, und das meine ich auch nicht, an all Einzelpunkten angehen. Es gibt eine längere Seance gehen, wir mich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren, die wir auch in politischen Parteien also richten. Wir haben das Ganze an bestimmten Themenbereichen abgedeelt. Wir haben natürlich, wie das kann dann eine Gewerkschaft sein, den Themenbereich von der Lohnpolitik, damit verbunden noch den von den Arbeitsbedingungen, wo wir es für allem fokussiert tun, auf die Frage von den Arbeitszeiten. Wir haben uns aber auch konzentriert auf die vielen Fragen, die im Moment diskutiert werden im Kontext von der digitalen Evolution. Das sind, wir haben das umschrieben als Sécurisation des Parcours professionnels. Wie kann Arbeit hier am Land aufgesichert gehen? Wie kann eine Prekarisierung von der Arbeit verhindert gehen? Wie muss ein Arbeitsrecht reformiert gehen? Arbeitsplatzsicherheit heißt Reformen an bestimmten Bereichen, die notwendig sind. Schlussendlich für den einen Satz so geht es hier natürlich auch um Zukunft vom Arbeitsrecht. Und dann die großen Blockers natürlich froh,
von dem Sozialstaat, der froh von der sozialer Sicherheit an den staatlichen Sozialleistungen, dann kurz auch nehmen an Punkten froh von dem Wohnenhai am Land, Bildungspolitik nicht vergessen, dann natürlich wann wie mehr als GBL Dropphalen, dass de finanzstärke Staat zu Lützeburg gibt, ja, da müssen sich auch Gedanken machen über die Finanzierung von dem Staat, an das immer natürlich auch bei der Steuerpolitik, auch schlussendlich ist das ganz auch immer angebett an die Europapolitik, mengen Europapolitik bei guckt, wer der Moment an diese Stunden lebt, dann erwesen wie wichtig alles das, was mehr Heilo diskutieren oder proposieren, dass das eben das angebunden an froh auch von eben der Europapolitik, wo geht Europa hin, an Stichwort Sozialeuropa, wie sich dann auch für eine Gewerkschaft gehört. So, ich probiere dann, mein Bestes zu machen, einfach die wesentlichen Punkte an den einzelnen Themenbereichen just kurz umzuschneiden. Der hat eigentlich den Detail an der Broschüre vier Leiien an, ich will mich also auf das Wesentliche konzentrieren. Ich will mit der Lohnpolitik aufhängen. Du weißt, dass wir meiste mehr, und das dann eng von unseren roten Linien gesucht haben, dass wir nicht werden akzeptieren, und dafür auch den Abruf, so nicht alle Parteien eine ganz klare Position zum Indexsystem zu wählen. Mehr System von der Lohnfindung hier am Land, was auf der enger Seite kriegen wir so, dass das ein Tarifautonomiesbereich hier am Land, das sind Kollektivvertragsverhandlungen. Und dann haben wir zwei Elemente von nationaler Lohnpolitik, an der das auf der einen Seite als ein Indexsystem, und auf der anderen Seite natürlich auch den ernsten Säuder, das den gesetzlichen Mindestlohn. Was den Index also belangt, Justheit zur Wiederholung, inakzeptabel wird all Manipulation gegen den Index sind, also all irgendwo Verschlechterungen, die envisagiert wird Indexsystem, den heute normal zu laufen. Ich will das überhaupt nicht weiter vertiefen, aber das ist ganz klar. Trolin an Partei sind opgefordert, eine ganz klare Position zu wählen, an nicht schwammig zu bleiben an ihren aus, was den Index belangt. Dann die Wiederholung, auch da gehe ich nicht weiter an Detail an, weil da tun wir an den letzten Monaten viel behandelt, da das als Revendikation die 10% Erhöhung vom Mindestlohn nach einkehr. Hier geht es nicht darum, dass Leute die 40 Stunden hier zu Lützeburg schaffen, bei einem Lohn aufgespeist gehen, die zu niedrig ist für ein normal dezent Leben zu feiern, den die 40 Stunden an der Woche schafft, den darf nicht angewiesen sein, ob Sozialhilfe für über Runden zu kommen. Der Lohnlänge muss es möglich machen, dass ihn leben kann. Wiederholung also 10% rob den Mindestlohn. Dann ein Thema, du sind wir aber da schon am Bereich vom Arbeitsrecht, nämlich dass wir auch wollen, dass eine Diskussion, eine Analyse-Diskussion stattfindet über Gesetz, über Kollektivverträge hier am Land. Ich erkläre mich, der wir alle gut, dass sich die Ökonomie hier zu Lützeburg an all den letzten Jahren, Jahrzehnten ganz stark verändert hat, wo man doch die ganz froh von den Betriebsstrukturen, die hier am Land gehen, immer mehr Kleinbetriebe, immer mehr differenziert, immer mehr vielfältig. Und da sind wir also raus aus dem traditionellen Modell, wo auch der Kollektivvertragsgesetz hier könnt, wo immer gesagt wird, dass das aus den Industriebetrieben kommt, echt auf Phase schwer Industrie, an das Gesetz ist eigentlich nicht mehr adaptiert auf die heutige Zeit. Insofern es geht einfach objektiv unmöglich. Auch wenn man nichts Gewerkschaft hat, da wird ein bisschen besser. Aber das Problem nicht grundsätzlich lesen, als einfach objektiv unmöglich für alle Betriebe hier am Land den Kollektivvertrag auszuhandeln. Du musst neue Evaluierungen gefordert gehen. Ich will das heute nicht weiter vertiefen, weil wenn das nicht passiert, da spielt das nicht mehr an die Richtung von einer Seite, das dann an die Richtung von dem Patronat, die eben natürlich probieren, Kollektivverträge an ihre Betriebe zu verhindern. Aber das bedeutet, wenn es so weitergeht, dass wir an der Vorstellung sind, über gewerkschaftlich Recht an Freiheit von der freien
Negoziation. Und dafür ist das der ganz wichtige Punkt, den auch muss in der Club geholt gehen. Und dann der letzte Punkt zur Lohnpolitik, das DGBL fordert, dass es am Kader vom öffentlichen Bereich und den öffentlichen Dienstleistungen hier am Land global Verhandlungen gibt. Ich meine, der hat für kurzer Zeit erlebt, wie konfliktorisch mittlerweile Situationen sind am ganzen Sektor Non-Marchand am Bereich von öffentlichen Dienstleistungen, Stichwort Santé, Kollektivverträge und Santé und am Sozialen. Ich will just heute erinnern, so wie vielleicht ein CGFP, an absolute Majoritäten an der Fonction publique aus Transtrikt du Terme, als sie mehret am ganzen Bereich von vielen, kann ich so bald dem Recht, wenn ich mit Fonction kommunal nach Givrausfällen am ganzen Recht von den öffentlichen Dienstleistungen zu Lützeburg an mehr wollen, dass du global Verhandlungen gibt für alles Staat, kennt die so, wird eben vom Staat direkt oder indirekt finanziert, gibt wird über die Sécurité Soziale, wird über den Staatshaushalt direkt global Verhandlungen hecht, da sind sie global feiert und dann sitzt der UGBL gerade so do, wie eine andere Menge eng CGFP, weil Repräsentativität an dem ganzen Bereich geht das absolut hier, und das bedeutet eben, dass dann auch auf der Basis von allgemeinen Lohnverhandlungen jeder muss können seine Forderungen, seine Interessen vertreten an dem Bereich, wo eben majoritär, also ob das dann ein Gehalterakkord gibt, sprich für Akkord salarial, oder ob es darum geht, Niveau von den einzelnen Kollektivverträgen, das sind nicht nur Santé, Sozial, das sind alle Salariesverträge bei den Gemengen, beim Staat an River raus. Voilà. Stopplo für mich bei der Frau von der Leyen, da geht man lang weiterführen, ich muss auch noch die anderen Kapitel ein bisschen durchschwellen. Da kommen wir weit froh von den Arbeitsbedingungen. Wir haben ein Kapitel über die Arbeitszeiten, wo ich nach ein Jahr darauf will verweisen, dass ohne den UGBL, wer an den letzten PAM-Diskussionen zu einem Gesetz kommt, was eng weiter, nicht nur Flexibilisierung, mehr eng weiter dereguliert Flexibilisierung. Ich meine, das ist das wichtigste Wort, dereguliert Flexibilisierung, wo eben Salariat eben nicht mehr an der Fähigkeit ist, zu bestimmen, respektiv eben die ganz froh, wo doch hier geht an der Flexibilisierung zu strukturieren. Und da war Diskussion. PAM-Diskussion ein ganz wichtiges Moment, ein ganz wichtiger Zeitpunkt, dann ist die Frau. Wenn ich kann nach ein Kehr so, dass dem UGBL gelungen ist, erstens dort Mattbestimmungen an den einzelnen Betrieben zu erweitern, beispielsweise auf der Frau vom Horairmobil, dass da es gelungen ist, dass eine bessere Definition von den also den Überstunden am Gesetz steht oder wenn man eben diskutiert auch von dem Jahr zwischen Flexibilisierung und Verkürzung von Arbeitszeit. Du hätte mehr als mehr erwünscht, bin nach einkehr etwa schlussendlich ein Kompromiss, den wir drohen an so ganz bewusst, wie das haut nach immer Deler vom Patronat dat Gesetz attackieren, wie wenn das rigid ist, mit dat as an ihrer Logik von just enger Forderung nämlich dereguliert Flexibilisierung von Arbeitszeit zu erreichen. Und ich betone das, weil das wird auch Diskussion von uns sein für all die kommenden Jahre. Da sind wir an der Diskussion von der Digitalisierung, von der Arbeit, an der Arbeitszeit, von allen Potenzialen, die auf der einen Seite natürlich am positiven Sinn abgehen, mehr aber auch an Potenzialen, die am totalen negativen Sinn bestehen. Und du brauchst eben eine starke Gewerkschaft, mit ihren Verhandlungsrechten, mit ihren Kollektivverträgen, mit einem starken Gesetz für das Ganze eben an der Gitze zu halten, und genau die Möglichkeit, die positive Möglichkeiten abzumachen, die an dem Ganzen leiden. Schon gesagt, Basis für Zukunft, mit das auch Basis. Die Diskussion kann von etwas, was heraussteht, nämlich, dass wir ein Gesetz kriegen über die Arbeitszeit konnten. Und ich will auch so, dass wir am Niveau vom Komitee Permanent Travail de l'Emploi einen Kompromiss von tun. Du suchst Patronat, du suchst Gewerkschaftsseite an den Minister, an die Kompromisse in erinnern. Auch dort zustande kommen, weil den UGBL und es tun das raus. Auf einem Punkt, den eben nur gehen wird. Nämlich, dort sicher nicht, ob den Weg Arbeitszeit kommt, und das rejoiniert, das was schwer du gesagt. Und du brauchst mal ein wichtiges Kadergesetz, und muss über die Gewerkschaftsverhandlung passieren, dass Arbeitszeit kommt, die wir haben können
a Betrieber angelegt gehen. Der Punkt, den also auch zurückbehalten gehen, den zweiten eng Stunde als eng Stunde, vielleicht nicht weiter zu verdeutlichen, ich meine, das mittlerweile bekannt als Thema an, auf dem Punkt, wo man eben auch eben nur gehen hun, partiell nur gehen hun, da das eben auf der Frage von der Garantie, wie sind die Stunden aufgesichert. Und wir haben da auch erreicht, dass auf der anderen Seite der Minister also hingegangen ist und proposiert hat, das weiß Propos, und gesagt hat, gehen wir an die Richtung, nämlich beim sogenannten Superprivileg, bei den Feiten, bei der Rangordnung, beim Kader von den Schulden, die Werbszeit konnte ganz viel zu setzen, respektive Superprivileg an Blut zu setzen. Und das war ein Kompromiss. Ich verstehe also nicht, wiefern das haut nach immer, wie weit das haut nach immer Dealer vom Patronat, weil hier Leute, die Sutzen durchziehen, sie nicht ob mir die einzelnen Bereiche waren vertraut, das kann ich konfirmieren. An das also haut nach immer gesot geht, dass das ein Gesetz wäre, den du nicht kennt gedroht gehen, kann perfekt gedroht gehen, aber wir haben noch drauf, dass also du ein Gesetzinitiative direkt könnt. Dann Arbeitszeiten kurz nach Stich wieder Arbeitszeitverkürzung werden Thema an der Zukunft sind. Wir haben Produktivitätsentwicklungen, die immer prognostiziert gehen, und dadurch entstehen auch Margen, Arbeitszeitverkürzungen zu machen, die notwendig gehen, eben gegen die übermäßige Intensivierung von der Arbeitsstadt als die eine Seite, auf der anderen Seite die Interessen von mehr harmonisierten Möglichkeiten, Harmonisierung von Berufs- und Privatleben an drittens demnouiert könnt als in der Arbeitszeitverkürzung kann ich so in der Kinexweg, den absolute Kinexweg, wann es darum geht, wann zu viele Arbeitsplätze geben, verlustig gehen an den Evolutionen für auch den Chômage oder den Chômage en masse, den wir heute nach immer leider an Europa bei einem ganz hohen Moos haben, für die wirksam zu bekämpfen. Wir wollen nicht, dass ein Teil an der Gesellschaft schafft, an den anderen kein Arbeitstür, da wo dann die topischen Diskussionen gehen, die wird bedingungslos Grundeinkommen an einer Spaltungen, tiefgreifend Spaltungen um Niveau von der Gesellschaft. Einer Stich wieder sehen Aufklärung recht op Deelzeit recht, aber op Deelzeit wohin rum kann op de Planton zurückkommen, dann die ganz froh im Recht op Dekonnexion für eben die ganz froh von der Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben können Arbeitszeittechnisch umgehen, Stichwort Teletravail, dann Proposition vom Aufklärung von dem Sätzchen Congé Sozial am Domatschlesnisch beim Thema Lohnpolitik auf, für dann op de Volley vom Arbeitsrecht zu kommen, Sécurisation des Parcours professionnel, da gehen et pro Wiederholungen, die man Lozenter langem fordern, wo es bis leider nicht weitergegangen ist. Das man verbessert, Gesetz müssen über den Arbeitsvertrag kreieren, an der mittlerweile auf viele Punkten geht es immer einmal darum, bessere Schutz gegen die sogenannte wirtschaftliche Entlosungen, wo man so das muss viel eingeschränkt gehen, abusiv wäre an dem Fall Eisen nur wann Trüstrums geht für kurzfristig Gewinnmargen zu protegieren an Betrieber, die eigentlich insgesamt über Zeit kein Problem haben, für also kann ich so zu verbesserten Kündigungsschutz zu kommen, dann natürlich die ganz Wolle von prekarisierter Arbeit, weil mehr so den Norm muss weiterhin die Contratdurée indéterminée sein, dat Möglichkeit CDD mussten angeschränkt gehen, Stichwort, wann den Haut verschiedene Parcours bei Jugendlichen guckt, wie die von CDD zu CDD gehen, dann ist das nicht seriös und das gehört aufgeschärft. So kann ich nicht als Jugendlichen leben. Das ist Perspektiv endlich aufbauen, wenn ich mal 10 Jahre oder 5 bis 10 Jahre an der CDD schafft, das muss angeschränkt gehen. Dann haben wir da eine ganze Party von prekarisierten Situationen, die man muss nur gehen, ob das die sogenannten multiple Contrats de Travail sind, ob das Scheinselbstständigkeit ist, die immer mehr am Gespräch ist an einer Sache. An den Drohnen kommen aber die Langforderungen für Reformen. Reformenplan
Plan de maintien dans l'emploi, wo man Zter Joren fordern, das muss noch dort Verhandlungsrechter an d'Obligationen zu den Verhandlungen gestärkt gehen, respektive überhaupt muss angefordert gehen, Plan de maintien dans l'emploi, dat als Apps für Arbeitsplätze aufzusichern, während derzeit der auch nicht zu irgendwelchen Entlosungen oder Vermischung mit Sozialplänen kommen. Da sind wir bei den Sozialplänen auch da. Hummer Reform schon lang proposiert, weil das aktuelle Instrument absolut nicht mehr adaptiert. Das ging durch als Zeitgren lo nicht auf den Detail an. Ich denke dann aber auch in einer anderen Diskussion an der sogenannten Politik des Âges muss man weiterkommen, dass man also auch gesetzlich Verbesserungen kriegen im Niveau von der Situation von älteren Salarien eleren lo entre guillemets, weil dat eler dat fängt schon ganz frei un. Da können wir Schwätze von der beruflicher Forte Weiterbildung oder we ganz frei auch schon mesuren medizinisch mesuren im Niveau von Ergonomie an einer Sachen hält. Bedeutet aber auch dann spezifisch Modelle von Arbeitszeitregelung, wie das die bekanntlich bis wir am Alter andere sie wie gegebenenfalls Leute die an den Arbeitsprozess antreten. Es geht dann natürlich auch dodrems ein anderer Punkt, den wir aufgemerkt haben am November 2014 mit der Regierung Kontext Zukunftspakt, dass das umgesagt wird, weil da sind sich alles präpariert für dem zu setzen, da das Aufhebung von einem Recht ob temps partiell mit gleichzeitiger Retraite partiell und mit Lebensmedizin ugeschwert. Da kommen ja immer mehr Aufforderungen dabei zu tun. Stichwort Digitalisierung, Arbeitswelt, Burnout. Ich sehe nur eine Sendung Burnout, was an den letzten Monaten das größte Thema war, weil sie bei all den psychischen Belastungen von der Arbeitsintensität geschwert kommen. Das ist ein ganz Party von neuen Herausforderungen. Du op der Medizin zo an dat ass nemmi denkbar, dat ordentlich ze bere, wann man nach immer eparpéiert Service de la Medizin du Travail hunn die meescht de facto den Patronate ënnerstehen an den Schrappeleeren hai neiket d'Urgence vun der Kreation vun engem Service unigeschat Formation kontinu ugeschwert Formation Long Life Learning. Ich ha net lo Droban ze go wie wichtig, dass dat asschiedfrieden. Wees dat me da muss natürlich auch so laufen. Wir haben nach immer viel zu viel eine große Fraktur zwischen denen, die schon gut qualifiziert sind, und denen, die eben manner gut oder nicht qualifiziert sind. Und das für allem die erste Kategorie, die viel Formation kontinu möchte, aber den anderen hat man dann sich misst. Ich will nicht so, dass wir dumm gedreht sind. Das ist schon gut von die Engel mehr, wie die anderen müssen gerade so können an dem selbsten Ausmus machen. Aber da muss ich. Aber auch die Rechte verbessern, die Rechte von dem Einzelnen, ob Bildungsurlaub, Ansingen, Arbeitsleben, dafür sind wir auch dafür Bildungskonto anzuführen, wo Jitfried eben Recht hat, ob Bildungszeit, da bezahlt den Bildungszeit für auch eben sich Adaptationen können zu machen. Ich gehe noch nicht an Details, mehr andere Sachen, die ganz wichtig sind. Das Interesse von der Formation kontinu als nicht nur das Interesse von einem Betrieb, das Schleitweite formieren, mit das mal grundsätzlichen individuellen Interessen. Es geht um die Säkularisation von seinen eigenen Berufsleben, von seiner eigenen Lebensperspektive, also gerade so ein Salariatsinteresse wie ein Patronatsinteresse an dem Ganzen. Und dafür kann es just über Mattbestimmungsmodelle gehen, Partizipativmodelle, aber Kogestionsmodelle mit dem Staat, weil der Staat hat ein manifestement ganz großen Bildungsauftrag neben der Formation initial, und dafür brauchen wir da. Ich will nicht für Tripartitmodelle, wir brauchen dreigliedrige Modelle auf allen Niveaus für die Frau performant und noch qualitativ ganz effizient umzugehen am Interesse von jedem. Und dann hast du auch an der Finanzierung. Und da wird man nicht lernen kommen, dass nicht nur der Staat muss mehr investieren muss, auch da gibt es Zeit, dass darüber diskutiert wird, dass alle Betriebe hier am Land auch müssen eine Aufgabe machen, für die Formation professionell kontinu zu finanzieren. Da bleiben nicht stoppen, nicht nur beim Arbeitsrecht erinnern tun, dann die Wichtigkeit von der Protection des Données, hat im Moment viel darüber geschwärzt. Wir sind am Clinch mit der Regierung par rapport zu einem Teil von dem Gesetzprojekt, den sie haben, weil an dem Projekt ganz klar viel gesehen als für Surveillance sur le lieu de travail, also die Überwachung
von den einzelnen Leuten auf der Arbeit zu verschlechtern und nicht zu verbessern. Das ist also nicht alles gut, wie das so scheinbar im Moment überall viel gedroht wird mit der Umsetzung vom europäischen Reglement. Wir haben da manifest ein Problem mit der Regierung, wann das der Weg ist für Digitalisierung oder für die Arbeit 4.0 zu diskutieren oder wann das der Prozess ist, da sind wir heute schon wirklich ganz schlechte Weg, da sind wir statt und weh, wo ihn zu Summe schafft, und das war ja der größte Urspruch an sozialen Dialog und so weiter, wärmer weh von einer konfliktorischer Entwicklung. So, da komme ich zum Wolle Sozialpolitik, auch staatliche Sozialleistung. Ich brauche keinem zu erklären, dass nur GBL für Stärken Sozialstaat aus an für Finanzstärke Staat, ich gehe an Hai auf die Einzelpunkte an. Insgesamt gilt für Sozialsicherheit hier am Land, wenn es notwendig ist, den aktuellen Leistungsniveau aufzusichern, respektive zu modernisieren, uns passen, natürlich einen fortschrittlichen Sinn, und das muss auch permanent der Fall sein. An dem Moment müssen auch insgesamt solidarisch finanziert gehen, aber nicht nur, du dürfen Kotisationen. Der für kein Tabuthema sind, wenn es notwendig ist, also die Ziele zu erreichen. An mehr Kotisation kann auch bedeuten, auf der anderen Seite muss dann noch eine Diskussion stattfinden über das Deplafonnement bei den Kotisationen, beispielsweise im Bereich von der Assurance Maladie, sind wir eine Diskussion von dem Deplafonnement bei den Naturalleistungen. Oder auch auf andere Plätze, das können auch über das Thema von der Retrettenheimat ranholen. Insgesamt also fordern wir Leistungsaufsicherung, aber auch Verbesserung, weil wir wissen, so ist an einem Satz, wie wichtig für insgesamt Sozialkohärenz, für Sozialgerechtigkeit, für den Aufbau von sozialen Ungleichheiten hier am Land und überall ist, dass es stark Sozialleistungen hat, staatlicher Natur, an der über als Security Sozial, an der hat gesehen, wie stabilisierend das ist, sowohl sozial wie auch politisch am Kader von Krisenentwicklungen, wie wir dann in den letzten Jahren erlebt haben, und da, wo wir politisch große Probleme haben, das sind noch genau die Länder, wo ganz, ganz viel an dem Sinn aufgebaut ist oder degradiert ist. So, da komme ich zu, und die rote Linie hat wir auch gestaltet, das sind Pensionen, das ist eine rote Linie. Das heißt, mehr vorderen Allpartei ob davon aufzusehen und dadurch klar an ihre Programme auszudrücken, dass gegen all weiter Verschlechterung sie von unserem öffentlich solidarischen Pensionssystem zu Lützburg. Wir fordern au contraire, dass eben für die kommenden Generationen von Pensionären, und du fängst nicht bei den ganz Jungen an, die nur an den Erbesprozess gehen, dass dort öffentlich solidarisch Versicherungswesen insgesamt gefestigt wird, abgebaut wird, weil sie sind die riskieren mit seiner Politik die große Perdon an der ganzen Geschichte zu sehen. Und bei den Retretten ist das ganz klar, es geht nicht darum, dass der Staat fiskal möchte für immer mehr privat-kommerzielle Versicherungen möglich zu machen, weil wir wissen, welche Leute sich die können leisten und davon profitieren, und die sich nicht können leisten und also nicht davon profitieren. Das als realen Déchet fiskal, ich würde also wünschen, dass in Sto viel mehr über die Soutenabilität von den öffentlichen Finanzen die Kapse bricht, wie bei der Finanzierung von dem öffentlichen Versicherungssystem. In dem Kontext gilt also, auf der einen Seite, dass auch Dealer von der schlechten Reform 2012, die, und ich betone einkehr, immer mehr stark, progressiv für allem die jugendlich werden treffen, dass du Dealer zurückgeholt gehen, sie verschiedene Automatismen angebaut, dass deren zurückgeholt geht. Das sowieso aufgesiegert, das Rentenalter an Blut zu setzen, sowohl legal wie die von der Retraite antizipieren, dass man auf der anderen Seite, also bei der Aufsicherung von Leistungen, auf der anderen Seite sich und nach können Ausbau do machen, dass man endlich die Zeiten, die für allem Jugendliche haben, für allem am Kader von Stagen, Praktika, respektive Studenten, dass die auch ungerechnet gehen an ein Mise en Compte do passiert. CNS, also klar auch mit den Leistungen, die sollen nicht nur aufgesichert gehen, auch ausgebaut gehen, mehr hun weiter ein ganz Party von Forderungen schon gestaltet, sie wird Niveau von der Zahnmedizin, sie wird Niveau von der präventiver Medizin, sie wird aber auch
Niveau von alternativen medizinischen Möglichkeiten. Sind also auch überrascht, wenn am Moment an der Diskussion von einer ganz sicheren Forderung, wo man da peilen, das gesagt wird, nämlich die vom Tier payant généralisé, dass du auf Seite von einer MMD reagiert wird, wie wann das gleichbedeutend wäre mit einer Leistungsverschlechterungen, und dann bedauern sie das anscheinend ein ganz paar die Leistung im Moment nicht giffen in der Nomenklatur fallen. Es sind überrascht, außer de Carlos immer de Kontra verzählt, die am meisten Opposition machen am Kader von der Zahnmedizin, dat schenken Doktor selber zu sehen, weil sie du eben deelweis liberalisiert Preise hun, da so nicht mal da so dumm um ein gutes Beispiel. 4 goen an do präzis dann eng erweitert Nomenklatur diskutieren, dat wäre mal Schritt an die richtige Richtung auf jede Recht und kein Problem, dass wann wirklich du gesiegert, das wichtig Leistungen für die Leute hier am Land am Moment nicht an der Nomenklatur wären, an die müssten dran kommen, mengen ich als das Beste, dass nur eine Interview kriegt mit der AMD, für das wir mal am Detail gewürgt gehen, was das genau ist, weil wir sind dann die Echt. Wir sind die Echt, die fordern, dass Leistungserweiterungen im Niveau von der Nomenklatur kommen, an nicht die Kontra, wir sind nicht Blocker, wir sind für die immer dafür steht, dass wir hier eine Gesundheitsversicherung haben, die optimal ist für eben jeden, den hier am Land lebt, und das über die allgemeine Versicherung. Die Payant habe ich gesagt, an dem Kontext ist klar, wir wären als Kind alle Logik von Forderung von Dekonventionement, weil für den einen Satz so Dekonventionement, das Liberalisierung von den Preisen, schlussendlich eine Kostenexplosion, an drittens als Staffelung von der Mehrklasse Medizin zu Lützeburg, das darf nicht passieren, nicht am Interesse von just enger bestimmten Schicht von Leid oder einen bestimmten Beruf auf Kosten von der Allgemeinheit, das ist ein No-Go. Par contre, wo mehr gesehen, das muss selbst passieren, das ist in der an der ganzen Infrastruktur von den Gesundheitsleistungen, sie wird Niveau von den Urgenzen, da sind wir am Spitalsbereich, sie wird dann auch da an der Konnexion zu den Mesamedikalen, die mehr wünschen, dass sie weiter ausgebaut wird, gerade so wie wir es wünschen, dass insgesamt eine Salariatsmedizin hier am Land ausgebaut wird. Ob die Sache von 52 Wochen sind Wochen, du gehst schon nicht weiter an. Ich meine, du hast alles gesagt. Mehr haben du politischen Akkord fand. Den ist gut. Ich bedauere sogar, dass am Moment nach dem Patronat du nicht ganz verstanden hast, wie wir dann die Richtung zu gehen. Ich verdehe das heute nicht, wenn ich da zu gucken, was du verschiedene Föderationen an die Zeitungen schreiben. Dann da gibt schon mal schlecht, aber für Heiser so bald fällt sagen, nur pro Jahr darüber diskutiert. Wir haben einen Akkord fand, ich denke, den Akkord, den muss auch umgesetzt gehen. Alle Forderungen, die nach mehr weit gehen, das ist manifestement eine Surenchère an absolut unrealistisch. Schlechter Punkt als Pflegeversicherung. Da sind nach Diskussionen am Gangen, ich wiederhole dann auch, dass mehr gegen alle Leistungsverschlechtungen sind, wo die Reform eben Leistungsverschlechtungen hat, und das ist im Moment an der Überprüfung. Das muss ausgebessert gehen, sie wird über Gesetz, sie wird über Reglement, das werden an dieser Legislatur, auch da sind wir formell. Da kommen wir auch noch auf die staatliche Sozialleistungen kurz zu schwätzen. Der wisst, wir haben über 16% Leute hier im Land, die am Armutsrisiko leben. Das wären der 27%, wenn wir Sozialtransfere nicht hätten, 27% für den Pensionen. Die rechnen schon nicht mal an, weil es wird noch viel hoch. Da ist aber leider feststellbar an der Europäischen Kommission, die nicht unbedingt bekannt ist, dass da unbedingt die ist, dass die Sache fordert, hat selber festgestellt, dass man eigentlich eine Negativentwicklung bei den sozialen Transferen haben, dahingehend, dass die Aufforderung von sozialer Ungleichheit nicht mehr so gut passiert, wie das früher der Fall war. Und das bringt mich eben zur Erinnerung daran, und den großen Vertragsverletzungen. Wurtbare Vertragsverletzungen, die die Regierung am Moment am Gangen ist, par rapport zum 21. November 2014, wo man
wo festgeschrieben gouf, dass ein Gesetz soll angefordert gehen, iwwer automatisch Upassung, periodische Upassung von den Familien zolare Leistungen und Entwicklung von Medianlohn. Das ist ein Index Plus, das ist nicht nur ein Index, das ist ein Index Plus. Und das Gesetz ist bis heute nicht gestimmt und das ist manifestement Vertragsbruch. Ich hatte schon auf einer Pressekonferenz gesagt, wir sind der Main, werden wir auf eine Antwort auf den gemeinsamen Brief, den CGFP und UGBL und der Premierminister gerichtet wird, der Brief ist bis heute nicht beantwortet. Wenn das der Sozialdialog ist, den der Premierminister im Jahr 2014 an seiner ersten Rede zur Lage von der Nation wollte revitalisieren, da soll ich mir das als ein ganz, ganz schlechtes Beispiel für das, was sich da vorgeholt hat. Und das ist auch kein Stil, wenn der Brief nicht beantwortet an wie gesagt, wir haben darauf, dass das umgesagt wird, weil Familienleistungen sind der Desindexierung 2006 bis 2016 um 20% entwert gehen. Das geht an der Prozess der geht weiter. Und das geht nicht. Wir hatten ja verschiedene Beispiele an unserem letzten aktuell geliefert. Das geht nicht abgefangen durch unter anderem Fonds von den Checkservicen oder unter anderem durch Fonds von dem gratis Schulbücher oder Kurlinguistik gratuiten. Wir haben das Problem von der allgemeinen Entwertung und das trifft für allem die Innerschichten hier am Land. Und man lädt da als Handlungsbedarf an, wir haben darauf, dass das Gesetz da kennt, gerade so wie wir darauf halten, dass die Allokation de vie chère in Zukunft an die Leute gesagt wird, am Moment als schüsten Kreis erweitert gehen, wie die Allokation selber sind 2009 nicht an die Leute geholfen gehen, hat selbst gemacht gilt auch für den Revis und Mantoen, müssten abgesagt gehen an dem aktuellen Projekt, respektive auch da eine periodische Upassung oder kann ich so eine Lehre zu der Mindestlohn, der Entwicklung von Mindestlohn müsste festgehalten gehen. So, ist schon lo Sozialleistungen 100 Mal an Chauffeur so in den starken Sozialstaat will, die brauchen Finanzstecken Staat an du sind wir da bei der Steuerpolitik. DGBL als du sicher nicht eine Gewerkschaft, die du hingeht, da se der Staat soll man Steuern anwählen. No contraire. Allerdings wir hier am Land eng packt die Probleme am Niveau von der Steuergerechtigkeit, da Probleme, die mittlerweile ganz tiefgreifend sind. Ich will sie rauschecken, wir haben Steuerreform von dieser Regierung gut geheescht als GBL, weil sie eben Entlastungen gebraucht hat par rapport zu den Mehrsteuern von all den Jahren für drun, an weil sie eben do eben Steuerverbesserungen gebraucht hat, Erleichterungen an dem Sinn gebraucht hat. Allerdings hat die Steuerreform aber die grundsätzlichen Probleme nicht gelesen, dann hast du eigentlich nicht umgegangen. Und ich wiederhole die Nein, ganz kurz, was die Probleme sind. Erstens haben wir nach einem Problem vom sogenannten Mittelstandsbuckel und am Niveau von der Progressivität. Wir sind der Meinung, dass nur Uwen, und das ist wirklich nur ganz Uwen, mehr stark muss besteuert gehen, als der Spitzensteuersatz nach an Blut gesagt wird, wobei aber Progressivität auch so dann organisiert wird, dass man die Klein- und die Mittelschichten durch an eine weitere Entlastung rankriegen. Das Zweite ist, wenn die Reform Steuererleichterungen gebracht wird, weil sie für Steuermehrbelastungen, teilweise zurückgeholt, sind wir schon aber an dem gegenläufigen Prozess, der heißt, Steuerlast hält zu. Das war die letzte Indextranche, wenn wir geschwärzt haben, hier gibt die nächste kommen, und da sind wir an der Kala-Progression. Und das war ja von den größten Problemen, dass 2009 eigentlich die Inflation an ihrem Impact zum Niveau vom Steuerbarem nicht angepasst gehen ist, dass also da laufend mehr Steuern bezahlt sind an der Logik von der Progressivität. Und das bedeutet, dass wir an dem Prozess dran sind und dafür wiederholen Schein nachher die Forderung von einem Mechanismus, den Enker bestanden hat, darauf geschafft gehen ist von der Anpassung vom Steuerbarem und die Inflation. Den zweite große Problem ist die ungerechte Besteuerung zwischen Arbeit und Kapital. Der Lohn wird viel stark besteuert wie Kapitalrevenuen. Und da halten wir drauf, dass eine ganze Partie von Kapitalrevenuen mehr stark besteuert gehen, also Stock Options als ein extremes Beispiel. Das ist sowieso das Regime
präferenziell do muss aufgeschafft gehen, das steht außer froh. Mir geht ganz viel einer Kapitalrevenu, da wir sind noch der Meinung, dass die sollen teilkeil ganz normal als Revenuen am normale Steuerbarem trätiert gehen, da wäre do auch enger mehr Gerechtigkeit viel mehr. Mehr fordern noch fordern dann Abfeierung, Drömabfeierung von der Vermögenssteuer. Und dann könnt natürlich auch froh von der Betriebsbesteuerung. Also ich gehe halt nicht groß an Zölln an. Wenn ihr guckt, wer ist den 80er, 90er, an der Anfang 2000, immer mehr Betriebssteuer, immer mehr Ruf gesagt in den schwarzen Hai vom Tod auf die Charge, nicht von dem, der real bezahlt wird. Weil die Leute nach viel mehr Dave, du kriegt immer die andere wie Pricewaterhouse und so weiter zitieren. Dann geht es nicht, dass Betriebsbesteuerung, dass die nach weiter Ruf geht. Das ist auch ganz wichtig am Kampf insgesamt in Europa. Gegen die ganze Fiskaldumping, den auf dem Plan stattfindet, an den öffentlichen Haushalter überall, an alle Länder in Europa schwer belastet. Wir verstehen also nicht, wie weit das immer danach gefordert wird, die Steuern aufzusetzen, wann da von mittler Kleinbetrieber geschwärzt wird, können noch darüber diskutieren, dass effektiv real ökonomisch Aktivitäten, dass in die gegebenenfalls ob Kosten von den anderen entlastet, aber ohne dass insgesamt Betriebsbesteuerung aufgesagt wird, auch das können Seriopisten sein. Dann natürlich Stoppstackung von der Administration, dass Froden an, ich denke noch, du hast es im Niveau von der Societät, Froden oder alle Konstrukte, die gemerkt, dass man also viel mehr Leute hier am Land, auch rund im Niveau der Administration, qualifiziert Leute, die können angesagt gehen, für die Situation zu verbessern. Dann ändert Kinder am Detail nachlesen. Mehr hun an den Dossier von der Bildungspolitik, do ist ganz kurz, mehr hun als für kurz und gehen gewährt, gegen eng schleichen Privatisierung von einem öffentlichen Bildungssystem hier am Land GBL stumm steht, wird stuhen an Zukunft hier ein stark öffentliches Bildungswesen zu Lützeburg, was jeder den hier am Land obwiest, nicht nur den gleichen Zugang und möglich eben auch bestmögliche Bildungschancen liefert. All Form von Privatisierung oder Zersplitterung von dem ganzen Bildungswesen, wie das am Moment am Gangen ist, mit ganz vielen Risiken, dass man ja nur wirklich verschiedene Klassen von Leuten haben, die verschiedene mögliche Chancen für Bildung haben. Alles das muss gestoppt gehen, an total zur Diskussion Gestalt gehen. Dann ändert sich an Syrien an der Bildung in anderem Reform von dem Praktikum bei den Schulmeistern, wo man alles gesucht, die aktuelle Form, die erst nicht gut, die gehört oft geschafft und kann auch nicht so sehen, wir müssen den Beruf eben attraktiv halten, kann nicht so sehen, dass man nur einer Wege gehen, wo man gegebenenfalls nicht mehr die beruflichen Qualifikationen auf der Platz haben, die wir brauchen. Dasselbe ist, ich fand das doch eine ganz interessante Piste, so, wo können wir Bürokratisierung am Bereich vom Enseignement bei den einzelnen Enseignen aufbauen, an für ihnen Möglichkeit zu gehen, sich wirklich auf ihre Mission, nämlich das Enseignement selber, dass sich verstärkt darauf konzentrieren. Ein anderer Punkt, der wichtig ist, das ist natürlich auch froh, wir sind wirklich der Meinung, dass man Mehrsprachigkeit geht, dass das muss weiterhin ein zentraler Punkt an unserem Bildungswesen zu Lützeburg sind, dass von den Autoren an Musik gucken, dass Leute so viel wie möglich, alle guten Schüler, bis auch Studenten, ganz breit, alle gut, ganz breit sprachlich wissen hun, wann verschiedene so Schichten oder Populationen do Probleme haben. Sie von ihrer Herkunft, weil sie nicht hier am Land geboren sind, die später rankommen. All die Einzelsituationen, die man sich vorstellen können, da muss eben gezielt helfen, gezielt unterstützen, für sie auch alle guten Mat auf den Weg zu holen. Eine Abteilung an zwischen den Sprachen, du geht Justé gelehrt oder du geht Justé gelehrt oder die du geht nicht gelehrt, das ist sicher nicht der richtige Weg. Ich komme dann kurz zum Logement nach dem Logement, wo man grundsätzlich so, natürlich muss du Gebot hier am Land Niveau von Bauterrain, Baumöglichkeiten abgesagt. Mehr lang das Angebot absetzen,
löst das Problem vom Preis überhaupt nicht. Das ist kein freier Markt, weil der Boden ist nicht frei, beliebig, also illimitiert verfügbar. Und weil kein freier Markt ist, muss das ganz angeschränkt gehen. Wir können nicht hingehen und just ein Offer von Boden machen oder die fordern oder auf der anderen Seite nicht erholen für die Spekulation vom Boden an Grenzen zu setzen. Wir wissen alle gut, wann hier am Land Geld platziert wird, und nicht nur von national gesehen, von Betuchten. Wir führen halt auch mittlerweile international, aber dann ist es an den Boden. Und da sind wir nicht mehr bei dem Boden offrieren für Jugendlichen, den er abweist, dass den Schneinke kann eine eigene Proprietät leisten. Du sind wir ganz weit weg. Wir sind voll an Spekulationsmechanismen, die Spitze vom Eisberg sind unter anderem die Societäten immobiliär spezialisieren und so weiter. Alles das, was auf dem Niveau gibt, wo wir sogar wissen, dass die beweggehen durch Steuerfreiheiten passieren, bestehen, und alles das muss konsequent bekämpft gehen, gerade so, wie das man so in die Tax-Retention, das muss national gemacht gehen, da kann nicht die Gemengen über losgehen, also es funktioniert nicht. Am Bauterrain, den auf dem Markt kommt, auch da muss es möglich sein, dass es zu einer Preisbegrenzung kommt. Und zwar, weil du ein Primat gibt, nämlich das vom allgemeinen Interesse über das Privatinteresse, was du musst spielen. Dafür ist nämlich die Wohnungsproblematik an Recht, ob ordentlich Stunden viel zu viel wichtig und mittlerweile auch natürliche Sprache darum nicht anzugehen, absolut prioritär hier am Land. Ich komme dann als auf den letzten Punkt, das ist von der Europapolitik. Ich habe gefangen, ich habe wiederholen, dass den OGBL für Sozialeuropa antritt, und das nicht Sozialeuropa als Satz, den in Gebirgsbillen 8 Jahre für Jahre seht, mit den das ganz konkret. Ich wiederholen hier, dass Europa heute ganz schlechte Weh angeschlagen. Das sind all die Jahre, vergangene Jahre, wo für allem neoliberale Politiken vertrat gehen, sind mit den Konsequenzen, die es hat im Niveau vom Sozialdumping, Lohndumping, Fiskaldumping, Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen, respektive Dienstleistungen und so weiter, bis natürlich auch beperten, wie gesagt, im Niveau von den Löhnen an Europa, von den Reallöhnen, perten im Niveau eben von den Abkommen insgesamt, weil du eben auch einer Sache nach dazu mit alle Konsequenzen, die es hat, der Schuhmarsch wenig nach dann noch anpassen. Und wenn ich will, eine andere Politik machen, die mehr so fordern, dann muss das sozial über das wirtschaftlich gestaltet gehen. Und nicht drinnen. Und das sowohl am Niveau von Treten, da sind wir bei den Treten über das ganze Funktionament vom sogenannten Semester Europäer. Wir sind dann aber auch bei der Frage von den Haushaltspolitiken, wo ich nach einkehr wiederholen, du kannst eine gelle Regel aufhören, wo ihr seht, die Investitionen gut definiert, die lesen den raus aus all den Defizitsdiskussionen, das ist ein ganz aktuelles Thema, für eben die einzelnen Länder zu stärken an Zukunft, an die Innovationen zu investieren. Mehr haben von der Göllner Regel bei den Löhnen geschwärzt, das heißt, das Löhne insgesamt in Europa evaluieren, Inflation plus Produktivität, und zwar in alle Länder an Europa, für die Kaufkraft und Bandenaufruhr zu stärken. Wir wollen eine kontrainiante Umsetzung von der sogenannten europäischen Säule von den sozialen Rechten. Am Land gibt es beim Mindestlohn mal aufhängen. Und wir wollen dann noch eine ganz schnelle Umsetzung am Kader von der Revision von der Direktive über den Detachement für nehmen die doen Punkten zu erwähnen. Ich meine, du werden nach viel anderer wie insgesamt die Forderung von dem als voll ausschließt vom Europäischen Gewerkschaftsbund, nämlich die Abhebung von den Mindestlöhnen an alle Länder an Europa, an nach vieles Ernstes mehr. Ich kenne doch hier
Schwätze schon Login erwähnt, mir kommen auf verschiedene Punkte an also Papa auch drauf zurück. Ich wird gleich behandeln gleich Rechte zwischen Mann und Frau in Iran auch bei den Lehnen, wo man leider feststellen, dass bei gleicher Qualifikation, bei gleicher Erbisch Lehndifferenzen du nach immer massiv sind und das ist ein Missstand, den absolut unwürdig ist für Europa, für Lützeburg, auch für Europa. Insgesamt nach einkehr all Land, all Regierung auch von mehr klein Land sind am Herten nicht mehr gesucht mehr hun engstimme an Europa an dafür muss auch eine zukünftige Regierung sich ganz stark mit der Europapolitik an dem Sinn befassen ist so nicht merci.